Onse Jeschicht. Dat is de Geschichte van Olkolnier Mennoniten die in de 1920 jaren naar Mexico trokken, en dem van deutschen Aufschnitt vertelt George Rampel, de schrijver van de Geschichte, wo die Kirchen hier in Zuid-Ontario entstanden sind in de 1960 jaren. Dat is de Breakradio CHPD 107.7 FM in Aylmer, Ontario. Ik zie Hein Rampel en ik wens je een gouden empfang. Onse Jeschicht Nummer 66. Ditmal vertellen wir noch weiter mehr von dem Entstehen von Kirchen oder Gemeinden, manche von Lateinamerika zurückgekommenen Mennoniten in Süd-Ontario. Wir haben letztes Mal noch gerade davon vertelt, dass ich meine früheren Onkel Isaac J.P. Friesen von Winkler, Manitoba, davon vertelt habe, dass viele von unseren Freunden in Süd-Ontario wonen door damals al aan de AMMC Gottesdiensten deelnemen in Ontario, zelfs jaren Judische Predigten hieren mochten en ook jaren ihre Kinder ein gutes Judisch lehren lassen wollen. En dat Isaac Friesen ganz einfach dort sieht, dat es nicht wat unser Lied da fehlt. Den fehlen da bloß gute Plottische Predigten. Diese Einstellung, dat wir auch Kolonier von Mexiko nicht Judische Predigten verstehen können, die hadden nicht mal Prediger Isaac J.P. Friesen, die hadden de meeste IMMC'er wonen onze Koloniën in Zuid-Ontario helpen IMMC-Kirchen gründen en haben. En deze instelling is immer mal zum Teil wahr gewesen. Da wären so eine Koloniën wonen jüdische Predigten nicht sehr gut verstanden. En da wären auch al viele junge Menschen, die sozusagen alle in Ontario abgewassen wären, en die hadden kein Jüdisch gelehrt in den Ontario-Schulen, aber ein sehr großer Part von unserer Kolonie in Süd-Ontario verstanden gute jüdische Predigten wenigstens ein Jahr Monaten gut. En in der Elmerkirche wären 1968 noch viele Eltern, die dort sehr an gute jüdische Predigten fehlt, en sich gar nicht recht dazu schicken können, dass sie immer plottische Predigten hören mussten. Als etliche von unseren Freunden bei Elmer dort antworten, dass Prediger David Friesen mich gefragt hat, noch Sonntagmorgen in der Elmer IMMC-Kirche die Predigt zu bringen, und dass ich zugesagt habe, das zu tun, dann sagt einer von an zu mir, du wirst doch wohl Hochdeutsch predigen. Und er sagt dann wieder, viele von uns würden dort doch hochschätzen, dass du Jüdisch predigen wirst. Prediger David Friesen hat mir nicht gesagt, dass ich ein Plottisch predigen soll, und ich habe noch keinmal ein Plottisch gepredigt. Und ich predigt Sonntagmorgen an der Elmer IMMC-Kirche in Hochdeutsch. Als ich mit der Predigt fertig war, dann sah ich mich an, und Prediger David Friesen ging der Konsul zum Schlussmerken mit dem Gottesdienst. Von dort heckt er sich noch mir und sagt, Dankeschön, Bruder Rampel, aber wir haben dort hier übrigens so, dass wir ein Plottisch predigen. Als wir dann an dem Sonntagnachmittag weiter mit mehreren von unseren Freunden zurückgekommen wären, dann leiten einige Brüder mir dort weiten, dass sie dort geschätzt hatten, mal weiter zwischen eine hochdeutsche Predigt zu hören, auch wenn uns Prediger die dort mustert. Ein Bruder war nicht sehr gut darüber gesonnen, dass Prediger mir dort gemastert hat, dass ich auf Jüdisch gepredigt hat. Und dort wird an diesem Sonntagnachmittag bei unserem Durchschnuppern von jüdischen und plattischen Predigten klar, dass lang nicht alle Eltern, die in der Elmer IMMC-Kirche zu den Gottesdiensten kommen, dort wirklich so haben wollen, dass in ihrer Kirche alle Predigten an Plattisch gebracht werden sollen. Ich las diese Sache dort damals so auf, dass es ihre kanadische Prediger wären, der IMMC-Leiter, die diese Entscheidung veranmerken, dass die Predigten an die plattische Sprache gebracht werden mussten und dass lang nicht alle Brüder damit einverstanden wären. Viele Kolonien wären dort durch die Predigten an der IMMC-Kirche klarer geworden, dass
wenn sie sich zu Jesus Christus bekehrt haben, dann können sie Heilsgewissheit haben. Dann brauchten sie sich nicht immer darüber unsicher fühlen, ob sie auch wirklich seilig sterben können. Und dort schatzten sie. Viele andere okkultische Personen haben sich all durch deutlichere Ausleihungen von dem biblischen Heilsplan trachtfingen oder bekehren gekonnt. Und die schatzten dort auch sehr hoch. Aber wir sollen dort auch alle weiten oder verstehen, dort, wenn wir Menschen damit haben helfen gekonnt, dass sie dort Heil an Christus erkennen und persönlich annehmen können, dort wie so eine Personen dann auch schuldig sind, damit zu helfen, dass sie sich dann auch durch das Wort Gottes und die Sprache selbst fordern lernen können und wo sie die Bibel lesen können. Und in unser Lied ihrem Fall ist diese Sprache Hochdeutsch. Und dort meint dann, dass wir so eine Menschen, die in die hochdeutsche Sprache lesen, aber nicht einmal gut genug verstehen, was sie lesen, damit helfen sollen, dass sie ihre hochdeutsche Bibel besser lesen und verstehen lernen können, sich selbst im Wort Gottes geistlich fordern lernen zu können. Für so ein Lied in gottesdienstliche Versammlungen immer den Text in der Bibel in Hochdeutsch lesen und dann wieder über den Hochdeutsch gelesenen Text bloß in Plattdeutsch reden, so ist das von Predigers meistens getan wird, wenn sie in Plattdeutsch predigen. Dort mag viele Menschen manchmal zum Teil helfen, im Moment besser zu verstehen, was von einem gegebenen Text geredet wird. Aber dort hilft an nicht, sich in ihre Bibel selbst fordern lernen. Und wenn wir an nicht damit helfen, dann haben wir unsere Aufgabe an so eine Menschen nicht erfüllt. Dann als Jesus seine Jünger über 3 Jahre bei sich gehabt hat und gelehrt hat, das Alte Testament in seinem Licht zu verstehen, und sie haben aus ihrem Heiland erkannten und angenommen haben, dann seht ihr an, Gott nu merkt meine Jünger oder meine Schüler und lehrt an alles, was ich gelehrt habe. Und wir, die wir all Jesus seine Jünger geworden sind, haben von der dieselbe Aufgabe. Für die okkultische Familien wohnen 1968 all an der Onse Jeschicht in Elmer keimen und jeden gute jüdische Predigten hören wollen und für ihre Kinder jeden eine jüdische Sinnabend und Sonntagsschule haben wollen, mögen Onse Predigers die Entscheidung ohne an, dort an kein Jüdisch fehlt. Und weil sie diese Einstellung in diese Familien nehmen, leiten etliche von dieser Familie sich von der Gemeinde Gottes helfen, mit einem guten jüdischen Programm für ihre Sinnabend und Sonntagsschule und Gottesdienste. Und dort reiht viele okkultische Familien und Freundschaften tiefwillig sehr ein. Aber wenn wir von der auf diese ganze Sache zurückchecken oder zurückdenken, dann glaube ich, können wir nur all sagen, die Gemeinde Gottes hat manch unsere okkultische Menschen unter den damaligen Umständen in Elmer, Ontario, eine gute Arbeit getan. Dann durch den ihre Arbeit ist dort nochmal weiter von neuem klar geworden, dass unser Okkultier eher Hochdeutsch nicht so wenig ist, als man dort manchmal von Büten haben will. Die Gemeinde Gottes Arbeit hat dort bewiesen, dass uns Jüdisch noch gut genug ist, um dort verbessern und schaffen merken können. Aber dort das überhaupt neidig wird, oder dort die Gemeinde Gottes überhaupt die Gelegenheit kriegt, bei unser Lied Angang zu finden, da sind die geistlichen Onse-Leiter offensichtlich schuld an. Das hat nicht sollt neidig sein. Und ja, das hat damals viel von unseren okkultischen Familien von Mexiko und viele gute Freundschaften zwischen Familien tiefwillig sehr eingereden. Aber die Wunden, die dadurch damals entstanden, die sind mit der Zeit meistens wieder geheilt. Und ich glaube, beide Seiten haben einander vergeben und haben gelehrt, sich wieder gegenseitig anzuerkennen
auch wenn sie an mehr nebensachliche Dinge nicht immer korrekt überein denken. Durch die deutsche Gemeinde Gottes ihre Arbeit machte, Old-Kolonie in Aylmer, Ontario, sind auch in Chihuahua, Mexiko und bei Seminole, Texas, so eine Gemeinden entstanden. Nach beiden Städten, in Ontario und in Chihuahua, sind diese Gemeinden auch noch weiter versplittert. Bei Port Rowan, Ontario, entsteht eine IMMC-Gemeinde. In der Port Rowan-Gegend in Ontario woonden auch all von den mehr 1950er Jahren an immer noch mehr oldkolonische Familien von Mexiko. Und da waren auch mehr niedische Kirchen. Eine breite Gemeindekirche und auch eine kleine allgemeine Konferenzkirche. Aber die Oldkolonier feilten sich in diese Gemeinden ihrer Versammlungen nicht rasch tüß. Und dann bot einer von den breiten Gemeinden ihrer Glieder, ein Jake Reimer, der IMMC-Leiter in der Aylmer IMMC-Kirche an. Er wurde an die kleine Schule, wo er auf seinem Land stund, und nicht mehr als Schule gebraucht wird, brücken loten zum mit oldkolonische Familien in ihrer Gegend top Gottesdienste dabei zu haben. Und am 27. August 1967 fangen IMMC Diner in dieser Schule an, Sonntagmorgen Gottesdienste in Sonntagsschule zu holen. Am Anfang kamen da mal wenige Familien zu den Gottesdiensten. Later, als bedienen mehr Familien anfangen zu kommen, wird diese Schule zu klein, dann wird ein anderes Gebiet gekauft und angereicht als eine Kirche, um dabei gottesdienstliche Versammlungen in Sonntagsschule zu haben. Diese Kirche wird der Houghton Center IMMC Kirche genannt. Aber in dieser Gegend kamen dann mal mehr Familien zu den Gottesdiensten und dann bald war er weniger. Diese Gruppe Familien, die Houghton Center IMMC Gemeinde bilden, die bleef lang immer mal klein, aber wenige Jahre träg. Aber mit einmal 2001 und 2002 fangen da so viele neue Familien an zu kommen, dass ihre Kirche da zu klein wird. Sie versuchten da mehr Raum zu merken, aber das gibt da nicht genug Raum. Sie sagen die Neidigkeit, mehr Raum zu verschaffen. Sie fangen an, Gebetsstunden zu haben und beten darum, dass Gott an wird mehr Raum schenken. Sie fangen im Mai 2003 an, Gelder zu sammeln für eine größere Kirche. Und im Januar 2004 hat Gott an eine große Kirche zukommen lassen. Sie können in Port Burwell eine große Kirche kaufen, ohne Schuld zu machen. Das Geld, was sie all gesammelt haben für eine größere Kirche, und das Geld, was sie kriegen für ihre Houghton Center Kirche, wäre genug, um ihre größere Kirche in Port Burwell ganz betalen zu können. Heinrich Wieb ist all viele Jahre der leitende Prediger gewesen in der Houghton Center Kirche. Und nu ist er der volltätig angestellte Prediger in dieser neue IMMC Kirche in Port Burwell, Ontario. Und Wieb sagt, diese Gemeinde hat nu all 140 Gemeindeglieder, aber in ihrer Kirche versammeln sich jeder Sonntag von 250 bis 300 Menschen zum Gottesdienst. Sie haben da 5 Diakonen und einen Jugendleiter und sind sehr mutig in ihrer Arbeit. Bei Leamington, Ontario, entsteht auch eine IMMC-Gemeinde. In der Leamington, Ontario-Gegend wohnen in den Lot 1960er Jahren auch all jeder Jahr immer noch mehr oldkolonische Familien von Mexiko. Und eine von diesen oldkolonischen Familien von Mexiko starb 1967 ein Kind. Und weil dort bei Leamington auch all manche oldkolonische Familien bekannt geworden wäre,
dort die IMMC-Gemeinden oder Konferenz eine Gruppe Ölkolonier Families von Mexiko bei Aylmer, Ontario, eine Kirche angefangen hat. Und dort Prediger David Friesen von Saskatchewan, die Aylmer-Gruppe Prediger war. Laut dieser Familie Prediger Friesen die Leichenpredigt zu holen auf ihrem Begrafnis vererkennt. Bald nach diesem Begrafnis kam Prediger John D. Friesen von Saskatoon, Saskatchewan, door de Leamington Gegend aan en hield door Owenversammlungen mit ölkolonischen Families von Mexiko. Und Jack Hepner sagt, die Zeit scheint reich zu sein, dort die IMMC-Konferenz in der Leamington Gegend mit regelmäßigen gottesdienstlichen Versammlungen und mit Sonderschule anfangen können für oder mit ölkolonischen Families von Mexiko. Jack und Dora Hepner wurden im November 1968 angestellt, in der Leamington-Gegend eine IMMC-Kirche in Sonderschule anzufangen. Am Anfang wurden in der Leamington, Ontario-Gegend die gottesdienstlichen Versammlungen in der ölkolonischen Lied ihre Häuser geholt. Aber als dann bald so viele Familien kamen, dass die Häuser zu klein wurden, um alle Menschen annehmen können, dann wurden die Sonntagmorgen Gottesdienste in Sonderschule und der UMEI, United Mennonite Educational Institute, im Keller geholt. So lang, bis diese Gruppe ölkolonier Families von Mexiko 1972 ihre eigene Kirche baut, ein paar Mil osten von Leamington. Eine Ursache dafür war, dass diese Gruppe ölkolonische Families so bosig later wird, wonen sich die IMMC-Arbeit anschloten an die Leamington-Gegend, das wir vielleicht diese. Bill und Tina Giesbrecht, Dave und Margaret Wolf, Henny und Susan App und George und Lois Neudorf trocken von Manitoba nach der Leamington-Gegend in Ontario an und helfen dort als freiwillige Arbeiter mit an der Gemeindenarbeit. In der Kitchener, Ontario-Gegend entsteht auch eine IMMC-Gemeinde. In der Kitchener Gegend woonden in den 1960er Jahren auch immer noch mehr ölkolonische Familien von Mexiko. 1969 fuhren die Lieder von der Aylmer IMMC-Kirche all zweimal im Monat nach der Kitchener Gegend an und hielten dort Sonderschule mit ölkolonischen Familien von Mexiko. Am Anfang kamen dort auch mal 6 Familien taub zum Sonderschule haben. Aber bald kamen dort auch mehr Familien und dann fangen sie auch an, Sonntagmorgen Gottesdienste zu haben. Diese Gruppe rennt sich eine mennonitische Kirche, wohnen nicht mehr im Gebruch war, in Roseville, 6 Mil Süden von Kitchener, und hielt dort ihre Sonntagsschule und gottesdienstliche Versammlungen. Im Mai 1970 kamen Bill und Justina Stace von Manitoba nach der Kitchener Gegend. Bill wird durch die IMMC Prediger für diese ölkolonische Familien von Mexiko. Und weiter kamen etliche paar Leute von Manitoba nach der Kitchener Gegend an und halten damit als freiwillige Arbeiter in der Kirchenarbeit. Aber diese Kirche kann scheinbar immer weiter nicht die eigene Leidenschaft finden. Und vielleicht wird das da werden, dass die keinmal gut im Schwung gekommen ist, dann diese Gemeinde hat sich allang abgelöst. Gebrek wie verdammt mal weiter auf. Nächstes Mal vertellen wir weiter noch mehr von dem Entstehen von den vielen verschiedenen Kirchen oder Gemeinden, manche von Lateinamerika zurückgekommenen Mennoniten in Süd-Ontario. Aber nächstes Mal. Ich sehe George Rempel.